Guten Morgen, merci vielmals, dass ihr zu so viel kommen seht. Wir sagen, dass der Tourismussektor der Sektor war, den als ersten von der Corona-Krise betroffen war. Und es wäre doch den letzten Sinn, den rausgehen, das nachhaltig an über eine lange Dauer von den Auswirkungen betrifft. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass man gerade nicht nur an eine Normalität rankommen. Das können wir nicht mehr. Wir müssen lernen, an diesem Sektor besonders mit dem Virus umzugehen. Wir auch in Corona-Zeiten müssen können reisen, aktiv sein, aber besonders die touristischen und kulturellen Attraktionen neu kennenlernen und erleben. Das natürlich aber alles am Respekt von den sanitären Mesuren. Gerade an diesen Zeiten ist es wichtig, den Tourismussektor zu stärken, für noch eine neue Zukunft zu präparieren. Der Tourismus ist ein wichtiger Pilier von unserem Land, das ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell. Das sind noch Präsidenten so, die wir an einer Etude befragt haben, die wir schon vor Corona zusammen mit LFT in Auftrag gegeben. Ein Neustart am Tourismus heißt aber nicht, da aufhängen, wo man just vor der Krise abgehalten haben. Nein, das Verhalten der Reisenden hat sich geändert und die Erwartungen, die man als touristische Destination muss erfüllen, sind noch ganz andere gehen. Den Marché de Proximité kriegt nach eine viel mehr wichtige Rolle, weil Vakanzen mehr kurzfristig gebucht gehen, auf Fernreisen quasi weltweit auf Eis leihen. Unter diesen neuen Konditionen werden wir die nächsten Wochen einen Plan de Relance mit allen Akteuren vom Freizeittourismus und von den Business-Events verfeinern und komplettieren. Dafür haben wir 2 Webinare am Juli geplant. Also Plan de Relance basiert auf jeweils 5 Pilieren, sowohl für den Freizeittourismus wie aber auch am Bereich von den Business-Events. Als erstes ging es auf den Bereich vom Freizeittourismus angehen. Der Regierungsrat hat als erstes den letzten Freitag dezidiert, dass man einen Tourismusfonds an Höhe von 3 Millionen Euro en Platz setzen, der besonders den ASPL am Tourismussektor unter dem greifen soll. An der sind all die nicht, wie beispielsweise Hoteller oder Tresagenzen eligibel sind für den Fonds de Relance et de Solidarité pour Entreprises. Gerade den Tourismus hier am Land wird gedrohen vom Benevolat. Viele freiwillige Leute engagieren sich an ASPL oder an Syndikatinitiativen, für über diese Weg beispielsweise die Infrastrukturen auf der enger Seite an der Reihe zu halten, und aber auch die touristischen Infrastrukturen, die wir zu Lützeburg schon zu gerieren. Diese ASPL sind teilweise ganz viel Revenuen weggebracht. Und dafür wollen wir sie über diesen Fonds zibliert unterstützen. Den zweiten Pilier haben wir schon am letzten Jahr als Tourismusstrategie verstärkt auf die Minumärkte orientiert. Das heißt dabei nordisch Länder, Deutschland, Frankreich, Belgien, und aber auch Holland an anderen europäischen Destinationen. Laut Statec kommen rund 88% von den internationalen Gästen aus anderen europäischen Ländern, davon aber nur 7% mit dem Flieger auf Lützeburg. Die regionale Approche also bewusste Choix an unserer Tourismusstrategie gewirrscht, für eine mehr qualitativ, hochwertig Erderweis den Tourismus umzugehen, den ein wirtschaftlich reell Plus-Value bringt. Und wir setzen nicht auf den Tourist, den vielleicht just Zeit hat, für 1 oder 2 Stunden aus dem Bus rauszuspringen, flott Fotos zu machen, direkt an den Bus ranzuklammen und weiterzufahren. Die Corona-Epidemie hat uns an dieser Approche noch einmal bestärkt. Die Marché de Proximité sind noch viel mehr bedeutend gehen, und dafür haben wir kurzfristig nach einmal den Fokus auf diesen Typ von Visiteuren gelöst. In diesem Kontext ist auch die Promotion von unserer Destination bei den Residenten und den Leuten aus der Großregion zu sehen. Dafür haben wir als dritten Punkt, als dritte Pilier die neue Kampagne Lützeburg, da das Vakanz, zusammen mit LFT ausgeschafft. Das Kampagne weist den authentisch Lützeburg, wo es vieles zu entdecken gibt, eben gerade auch für Residenten. Hier sieht das schon Ekran
kleinen Teaser von dieser Kampagne. Das ist eine Kampagne, die Lützeburg in ganz vielen Facetten weiß. Das ist eine Kampagne, die auch genau das weiß, was die noch kann erleben. Mir große Wert darauf gelöscht, eben gerade die Bilder, die gewesen gehen, kann jeder à tout moment auch genau so erleben. Für die Residenten und aber auch den Frontalieren Lust auf Vakanz heim zu machen, hat die Regierung dezidiert, alle Personen über 16 Jahre ein Bon von 50 € für eine Übernachtung zu Lützeburg zu gehen. Ugangs Juli hat jeder sein Bon für die Vakanz zu Lützeburg an der Bord. Ab mit Juli kann diesen angelesen gehen und ist dann valabel bis zum Schluss von diesem Jahr. Der Bon ist durch einen QR-Code personalisiert und kann just von der Person angelesen gehen, der den Bon auch reellement gehört. Der Bon kann just genutzt gehen, für den Preis von enger oder pur Übernachtungen zu bezahlen. Dabei kriegt der Gast die Valeur von seinem Bon, also 50 € von der Hébergementsrechnung, aufgehalten. Wenn 2 Personen sich ein Zimmer teilen, können sie natürlich auch hier 2 Bonnen für Anlesen für den Zimmerpreis zu bezahlen. Durch die Unterstützung vom CTI Let's Shop werden wir für dieses Bonnensystem auch eine efficace und unbürokratische Gestion sowohl für die Klienten wie auch für den Hotelier oder die vom Camping sicherstellen können. Rundherum der Bon wird aber auch in einer Flotte touristischer Offer geschafft gehen. So werden Packagen Summe gestaltet gehen, für die Leute eine Idee zu gehen, was sie zum Beispiel an 3D und Aktivitäten hier am Land können machen. Auch die RTN schaffen da ganz aktiv und enger Offer mit und haben auch schon an den letzten Jahren ganz flott Produkte entwickelt. Lützeburg neu entdecken und neu kennenlernen, das wird das Motto von diesem Sommer sein. Und ich bin zuversichtlich, dass ganz viele Leute auch werden von dieser Offer profitieren. Der vierte noch wichtige Pilier am Freizeittourismus ist Digitalisierung. Wir haben dezidiert, ASBL, die am Bereich vom Tourismus aktiv sind, eine Diagnostik zu bezahlen, für das sie gesehen, wo sie nach können Verbesserungsmöglichkeiten am Digitalen haben. Zusammen mit ihnen wird man eine Digitalstrategie für Lützeburg aufstellen. Das kann von einem Online-Ticketing-System gehen bis hin zu einer Offer am Bereich von der Virtual Reality. Letzten, aber ganz wichtiger Punkt aus den von den Investitionen. Über den 10. 5-Jahresplan haben wir insgesamt 60 Millionen vorgesehen, für an touristische Infrastrukturen zu investieren. 34 Millionen haben wir schon über diese Weg ausbezahlt, aber wir werden natürlich auch weiter die Akteure wie die Gemengen, aber auch encouragieren, hier Investitionen hoch zu halten. Ich meine, gerade da ist es wichtig, dass die öffentliche Hand die Investitionen hoch hält, und gerade da werden wir als Teil auch klar dazu beitragen. Kommen wir zu den Business-Events und zu den 5 Pilieren, die wir da haben. Den Bereich von den Business-Events, also die Kongresse, die Foren, professionelle Evenementen, also wolle den nicht zum klassischen Tourismus gehört, mit dem für die Lützeburger Ökonomie aber eine ganz große Bedeutung hat. Das ist kein Geheimnis, dass dieser Sektor ganz stark von der Krise betroffen ist. International Estimationen so dass an Europa 12 von den Visiteuren quasi enttäuschend vom Jahr 2019 op Jahr 2020 wird raufgehen. Davon ist ein guter Teil, ob die professionelle Klientel zurückzuführen. Durch die Krise fanden ein Viertel von den professionellen Reunionen schon heute in einer hybrider Form oder sogar ganz virtuell statt. Wir haben also eine Entwicklung, die immens beschleunigt ist durch die Pandemie. Und der Rat wird auch da sich sicherlich nicht komplett zurückdrehen. Auch im Businessbereich müssen wir uns dafür neu aufstellen. Wir werden mit den Akteuren Terrain zusammen einen Relanceplan an den nächsten Wochen weiter detaillieren. Wir basieren uns also auch wie schon gesagt, auf 5 Pilien. Erstens finanziell helfen. Es ging noch nicht weiter auf all die verschiedenen Mesuren an, die schon in den letzten Wochen vorgestellt sind. Just vielleicht ganz kurz.
ein Wort zum Fonds de Relance et de Solidarité. Das ist ein spezieller Fonds, den eben gerade an den Entreprisen aus dem Eventbereich in der Term greift. Das geht von der Lokation de Salle bis hin zum Standbauer, das geht vom Hotelier bis zu den Reesagenzen, das geht vom Träter bis zum Imprimeur. Das Betrieber kriegen über eine Periode von 6 Monaten eine Hölle von 1250 € pro Salarié, der schafft, an eine Aide von 250 € pro Salarié, den am Chômage partiell ist. Das ist aber unter der Kondition, dass er erstens abholen und zweitens ein Pert vom Chiffre d'affaires von 25%. Ein wichtiger Akteur an dieser Krise war an ass de Luxemburg Convention Büro, den LCB as e GIE, de mat ze Summe mat der Stadt Lützeburg an Liwen gerufen fir Lützeburg als Kongressstandort zu positionieren. Krise huet ganz viel negative Aspekte mat ze spurt, me sie hat aber auch positive Aspekte. Dorinnner den, dass Akteuren zu Summen iwwer ihre Sektor an ihr Positionement an Zukunft no gedurcht hun as Sachen ausgeschafft. Die offiziellen Partner vom LCB sie von 70 Partnern 400 Krise op 144 Stück am Moment rubgegangen. Dat weist, dass eng richtige Decision war, den LCB zu gründen, an hier seiner Rolle als Föderateur vom Sektor auch gerecht ginnners. Workshoppen a Meetingen sind zu Lützeburg erlaubt, mit Konditionen von Haut sind anderer wie die vu Göster. Sanitäre Mesuren verlangen Umdenken. Der Sektor hat den Guide mit Rekommendationen ausgeschafft, mit Akteuren wollen noch Vertrauen no Bausen schaffen. Dafür haben wir zusammen mit den Akteuren dezidiert, einen nationalen sanitären Label für Veranstaltungen an Leben zu rufen. Für auch an den nächsten Moment den internationalen Visiteuren eine Sicherheit zu geben, dass als Akteuren die sanitären Mesuren ganz echt holen und sie auch applizieren. Was für den Freizeittourismus gilt auch für den Business. Wir gehen die nächsten Monate verstärkt fort von Eventen, wo die Leute aus der ganzen Welt auf Lützeburg trainiert gehen, hin zu einer mehr lokaler Approche rundherum Lützeburg und Großregionen. Recht, wenn die Situation nicht erlaubt, werden wir als Promotion graduell an Europa an einem internationalen Niveau ausbauen. Zu dieser neuen Approche gehört aber auch neu digital Wert zu gehen. Wir wollen Lützeburg als eng von den besten digitalen Business-Event-Destinationen positionieren. Die digitale Zukunft heisst, dass am Platz von einer Reihe physischer Veranstaltung immer mehr Hybridformate werden entstehen. Das heisst, wo eine Kombination von physischer Präsenz und aber auch digitalen Instrumenten harmonisch neben den Madenen existieren werden. Wir werden nicht ein Guest-Speaker per Videokonferenz oder Hologramm projizieren oder eine Konferenz an ein paar Länder gleichzeitig aufhalten. Das, was gestern die Exception war, wird nur die Regel sein. Das sind alles Sachen, die zwar schon vor Corona möglich waren, die aber während Corona eine ganz andere Vitesse gekriegt haben. Für das Lützeburg digital Predders aus dem LCB zusammen am Sektor umgangen, eine digitale Diagnostik von unseren Infrastrukturen zu machen. Daneben hat unser Ministerium Instrumente wie Fit for Digital en place für die Betriebe bei dieser digitalen Transition in der Term zu greifen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass es stärkt für Lützeburg ist, sich neue Situationen anzupassen, den Engagement an den Einsatz von all den verschiedenen Akteuren an den letzten Wochen stimmen mich auch ganz zuversichtlich, dass der Lützeburger Tourismus an all seinen Facetten gestärkt aus dieser Krise wird rauskommen. Wir werden auf jeden Fall zusammen alles durchlehren. So eine vielmals merci. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich muss mit der Maske an dem Mikro schwätzen. Dann stehe ich kriege. Meine Frage wäre zu dem 50-Euro-Ticket, den all Resident all Frontalier kriegt. Von der richtig verstanden und der wir den just benutzen für den Hébergement selber, nicht für Ersten zu gehen oder so. Wieso nicht? Das gibt für die Leute doch helfen, die Restaurants und Hotels. Voilà, ja.
Das wäre mich froh. Das ist ein bewusster Schwar, das ist ein Bon von 50 € für alle guten Tresen über 16 Jahren, aber auch Frontalien zu limitieren auf eine Bergementstruktur. Das sind die Bergementstrukturen über Nullstungen, das vom Camping bis zu der Berg de Jeunesse, über den Hotel, wo man bewusste Schwar gemacht und nicht nimmen an die Bergementstrukturen zu gehen, weil es darum geht, Land zu entdecken. Es geht darum, auch einen Effekt zu haben, wo die Leute auf eine ganz andere Destination gehen und eben da eine Nacht verbringen an der Runde, aber nach einer Aktivität natürlich können machen. Die meisten Hotellen, traditionelle Hotellen, haben auch gut Restaurant. Wie will das kontrollieren? Ich meine, das funktioniert ein bisschen ähnlich wie chaque Service. Das geht in dem Hotel, ob den das verrechnen für seine Küche oder für sein Zimmer. Das ist dann schwer festzustellen. Also so, dass den Bon sind zwei QR-Coden drauf. Erstens mal den Hotelier muss den einen Code scannen. Auf der Linksseite sehen den weiß, dass den Bon noch nicht angelegt genau, sondern den zweiten als den Hotelier. Und du kannst auch nicht mehr den Hotelier, wenn den Hotelsbetrieb hat, dadurch auffallen. Ich meine aber, dass wir zusammen mit den Hotelier an der Schweizer Fotoreska schwätzen, dass auch ganz mal das auch verstanden sind, wie der dort eng zu vivieren. Und ich bin mir sicher, dass die Hotelier nicht werden Schmu treiben. Merci. Marabilo vom Wort. Ich habe zwei Fragen. Die erste, ich wollte wissen, wie viel macht der Business-Tourismus aus im Vergleich zum Leisure, also Freizeittourismus? Und die zweite Frage, es geht um den Fonds Tourisme. Wer genau kann davon profitieren? Wie viel Geld gibt es pro ASBL? Was sind die Kriterien, um überhaupt davon profitieren zu können? Und ist es eine Finanzspritze oder muss man das zurückbezahlen? Wie funktioniert das genau? Also iwwer den Fonds vom Tourismus, dats eng net remboursabel Hëlle die ASBL kreien net natürlich kann net so pro ASBL gëtt soviel, dat können natürlich Strobun wieviel Leiit zu gi ganz viele ASBL und das dat hawer immer muss erstreichen. Hunheit zu Lützeburg den Tourismussektor den ganz viel am Benevolat funktioniert. Die sind ASBLen, die sech benevol zu summen, die fir Sachen zu organisieren, wo woch Leiit schaffen. Die hunn deelweis Perte konnten deelweis Renovationen net machen bei ihren touristischen Infrastrukturen. Dat heißt, kann ich net pauschal soviel pro ASBL, dass evolle Digitalisierung zum Beispiel se den do, dass eng ASBL uni den Numm so die Gestion vun engem Baggerweier zu Lützeburg mcht, die as ganz sehr op de Wegänge sech zu digitalisieren, zu summe mam ORT fir en digitalen Ticket können unbieden. Dat sind Freien, wo macht Zoom mat den ORT gucken, an dem wolle Digitalisierung miséier Führung zu bringen. Auf der anderen Seite sind als Investimenter sind die Salären, die bezahlt gehen, wo einfach Pert von Revenuen da sind, an auch Suen für sich können nicht aufzustellen. All ASBL als daran nicht. Prozentual echt froh, wie viel als Business-Tourismus par rapport zu dem Freizeittourismus, die 12 Schnitt in der Hand, die Variation durch kann ich dir aber ganz gerne nachreichen. Das so, dass man gesehen, dass der Business-Tourismus an den letzten Jahren natürlich stark geklommen ist. Gesehen noch da, dass eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen den Belegungen an den Hotelskapazitäten in der Woche an der Stadt par rapport zu den Weekender zum Beispiel am ländlichen Raum. Ich habe bei dem engen den starken Teil von der Woche, als bei dem anderen dem schwachen Teil von der Woche mit Business-Tourismus zu Lützeburg als eine große Wolle. Besonders für Hotellerie, nicht am ländlichen Raum. Am städtischen Raum. Fanny Kind schon RTL. Kann schon irgendwie echt Tendenzen erkennen lo nur den letzten Wochen vom Dekonfinement. Ich weiß mal, dass vom ORT Müller mal gesagt, dass sie den nächsten Weekend für die Deutschgrenzen ist abgegangen, dass relativ einen Ausstieg hatte von den Reservationen. Wie gesagt, allgemein aus, hat er schon echt Erkenntnisse? Also das nimmen die Sachen, die ich mit einzelnen Hotelien oder Campingsbetreiber geschwärzt und ich mir da keine Tüte drüber, da so, wenn ich zum Beispiel mit den Campingen schwätzen, dass besonders wie den Transit am Anfang an der Beljob war, ein Gretsch holländische Touristen, die auf den Camping gegangen sind, schon kommen sind, nur aus den Transit hier zugemacht sind da über Deutschland kommt, echt lebt, aber da löse Sonne schon mit Hotelier geschwärzt aus dem Norden zum Beispiel, wo es direkt in
nächste Weekend die schlechten Weekend auch schon loserlos ugegangen als das Antil Java so an das eben das Problem vom Tourismussektor. Sie sind first in last out, der Reservationen hu schon 4 Konfinement hun loserlos Leiit hier Reservationen annuléiert storniert sind also net kommen an Reservationen, die die ganz dure gewircht wäre sie net gemerkt in der Tisch auch do werd mir kurzfristig gebucht gehen grad dofir sie bleieren wir auch an der Strategie nach viel Mailo op Nopeschlenner an Holland für das man do mir kurzfristig Touristen die vielleicht am Auto am Zug op Lützeburg kommen mat gezielte Kampagnen dass man de unsafe dass mir begrad Menge mich stark Relance kreen also mir den am Resümé dass het ugangen ass sind Touristen die op Lützeburg kommen sie noch Touristen die in Weekend oder 2D op Lützeburg kommen sind aber auch die op de Campinge schon präsent sind. Patrick Welte vom Journal. Ich muss jetzt mal nach der Bad News fragen. Wie viele Betriebe oder hat Statistik, wie viele Betriebe von der Kaffee bis zur Hotel in den letzten 3 Monaten quasi vergegangen sind und die Krise nicht überstanden haben? Und wie viele Betriebe im Tourismus befinden sich aktuell in einer prekären Situation? Dummer keine Statistiken drüber schmengen besonders dass die Äden die von der Regierung dezidiert gesehen grad Äde waren für sehr Liquidität können an Betrieber zu kreen die den Effekt lo an den letzten 3 Monaten zu muss englisch ein bisschen kurzfristig geht ja an grad auch Engagement von der Regierung den Plan de Relance et de Solidarité en place zu setzen die grad für den Sektor wieder nur geschwar den Horeca Bereich für auch können mir langfristig nach können Äden auszubeziehen die fallen natürlich auch die 1250 Euro wann den Madabischer schafft dann 250 wann am Chômage partiell ist wie sie gerade nur haltig können nie das Zeit River zu bringen ich bin so ganz sehr dezidiert gehen nie Chômage partiell Liquiditäten an Avancen und zu bezwille für gerade die Situation do nicht zu kreen dass Betrieber keine Liquiditäten hun dann an Verhit fallen. Ja, Maxim Gehlen, na Kertel. Ich habe mich gefragt bei dem Label, den der präsentiert hat, wie genau stellt ihr das dafür? Startup ist, wo ihn dann freiwillig mitmischt, was sind Konditionen, wie kontrolliert das, was kostet das und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch eine Frage zum Tourismusfonds. Du noch eine Frage zum Tourismusfonds. Also den Label Humalo zusammen mat allen Akteuren aus dem evenementiell an eben noch den Hotelier geschwart fir eng Sicherheiterem River ze kreen, dats den Tourist wees hey, Ech kommen du hin du hast den so bist wie den Label Safe to Serve fir eng Garantie ze ginn, dass verschiedene Kriterien ausgefüllt gesinn gëtt den ganze Guide den ausgeschafft gin ass ma LCB mat Rekommandationen fir die sanitären mesureure noch umzusetzen a grad das Lodat wo man werden die nächste Wochen durch schaffen für die Label können Pretzmann ich kann ich schon nicht so werden Wert kosten an wir werden als basieren ob Rekommandationen die lo schon ausgeschafft gesehen am Sektor. Das erste Prinzip ist, dass in Iwer dat wat sowieso 4 geschrieben ist, also wer den muss machen rausgeht also du mal nach der an mesure May und dafür sind ich noch viel mehr sicher und dafür viel noch viel besser bei mir. Es sind Sachen, die an dem Label sind, die ihn muss respektieren. Du kannst zum Beispiel können Sachen sind, dass muss überall weil den Racken ein Desinfiziermittel hun, dass zum Beispiel still so oft doof gemacht gehen. Das sind alles Rekommandationen, die du sind für begrate Label können zu kreen. Der hat schon eng froh gestaltet zum Tourismusfonds zu der genauen Modalitäten noch zu SPL, wo die konnten nicht genau so wen watkrit mir vielleicht noch eng Präzision wenn je se Stoabs kann erwarten, bei den anderen Äden hat ja relativ sehr dann Formulären op den verschiedene Plattformen. Wie kann in se Stadt firstellen für der Teil lief dat ähnlich? Lief dann irgendwann aus an dat first come first serve oder wie funktioniert das? Wir sind am Grato Kriterien alle Goten auszuschaffen, das ganz wichtig, dass man echt eng Prävisibilität doch bei den SPLen hun do sinn wie ich wie du gesot das Leiit durchschaffen, die en Revenu kriegen, die konnten noch vom Chômage partiell. Profitieren op der anderen Seite sind aber Attraktionen, die am Moment Manner gut ugelaf sind, die nicht nur eng Percht während dem Konfinement hatte, mir die Orelo nach net so ugelaf sind, wie sie sollten. Formulären werden net gin
für die verschiedene Kriterien zu erfüllen, wo ich noch muss Projekten zum Beispiel kann Projekte erreichen, mir das alles so lang einheitlich Approach sind. Gerade dafür also wichtig, dass man zum Beispiel von den Ticketing gesagt, dass man die über verschiedene Gestionen machen, dass wir nicht am ganzen Land 100 verschiedene Ticketsysteme sind, wo die nicht kompatibel mit den anderen ist. An all die Sachen werden wir am Kader von den Pilieren eben gerade mit den Akteuren ausschaffen. Wie viel Zeit geht es dafür? Ja, ich meine, dass, wie gesagt, beim Bon habe ich gesagt, Ugangs Juli werde ziemlich nur am Gangen, das letzte Freitag dezidiert gehen, für dort en Platz zu setzen. Das geht das nach ein paar Wochen. Naja, dann hoffen wir, dass das nach 4 Uhr immer klappt. Du brauchst das nicht zu hoffen, ich bin mir da sicher. Serge Kassler, Radio 10,7 Chat nach peu Detailfroen zu Ärer Bongenaktiun vum 5 Euro. Wieviel am ganze werden de Bon kreen? So doch Grenzgänger werden vun dem Bon könne profitieren. Schätze rund 700.000 Bongen, die do werden rausgeschickt gehen. An viersichtlich, wo man treschen, da wieviel Leute werden an den 5,5 Mond vun der Dotraktion profitieren. Dat könnt mir schick geschieht verrengen de Bon van der eng 12 so und dann kommt da 5,5 Mon und so die hat Demos gut Ideen, dass da getroffen. Also ich hoffe natürlich das schied verreen. De Bon alle ist weil Lützeburg hurt ganz viel zu bieten und das haben vermuten ein Incentiv für auch ernst können zu entdecken. Scheieren awer dat auch van mat Leiit schwätzen, die werden dofu profitieren, weil so sowieso als Vakanz warfleisch net so wie man glüt wir willen unbedingt dawer ha am Land bis machen. Die Menge schon, dass viele Leute werden dofu profitieren. Froh die dabei passt wie groß as Kapazität vun Iwernüchtungsmöglichkeiten aktuell. Das variabel ich mein, dafür Hummer auch an der froh die meist gestaltet wann 700.000 Punkten raus gehen also verschiedene Variablen dran nicht nur für Hotelskapazitäten das auch für Campinger das für Aubergen oder die professionell gefeierte Struktur der Bergement den man zu Lützeburg hun froh die meist gestaltet es geht durch mir natürlich ein variabel aus gehen 2 Leute summen an den Zimmer bleiben sie nur ein Wucht all die Sachen mit geht durch. Merci. Merci vielmals.